Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Hey, Leute, ich habe mir gerade die Kommentare unter meinem letzten Video durchgelesen und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank. Es ist viel für den Alkoholismus oder so ähnlich gepostet worden und ich finde es sehr, sehr anregend, wie ihr eure Kommentare schreibt. Danke dafür, dass man auch, wenn man mal anderer Meinung ist, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig auch irgendwie, ja, mit Respekt behandelt. Im Gegensatz zu anderen Communities bin ich sehr froh, dass meine kleine, aber feine Community hier anständig miteinander umgeht und ich mich wirklich sehr selten ärgern muss, wenn ich mir die Kommentare durchlese. Und umso häufiger sehr, sehr, sehr freuen darf. Vielen Dank dafür. Gut, genug geschleimt. Leute, es ist jetzt hier heute, ich nehme das jetzt auf am 23.06. um 4:45. In einer Dreiviertelstunde geht ein Video online. Da bin ich gespannt, ob es in den Kommentaren nur so bleibt. Ich habe ein bisschen kontroverseres Thema behandelt. Und schauen wir mal. Heute allerdings gehen wir weiter mit einem Video vom 23.05. von Ofi, also genau einen Monat her, um die ganzen Geschichten nochmal aufzuarbeiten, was jetzt mit Rainer im letzten Monat war und so weiter und so fort, weil ja, wie gesagt, der Blog nicht vorhanden ist. Ich habe heute noch nicht ins Discord geschaut. Ich nehme an, einer meiner Kollegen wird vielleicht mal ein Video gesehen haben und mir geschrieben haben, im Übrigen, hier Blog und Podcast findest du da und dort. Dann können wir das vielleicht auch nochmal machen. Aber, genau. Ich habe mir des Weiteren überlegt, einmal wieder ein Q&A-Video zu machen. Also, ich werde nochmal einen extra Community-Post schreiben. Aber ihr könnt unter diesem Video kommentieren mit Hashtag #FragKasper oder dann unter dem Community-Post nochmal Fragen stellen. Und ich versuche die so humoristisch und unterhaltsam wie möglich dann zu beantworten. Ja, um die dringendsten Fragen vorweg schon mal zu klären. Ne? Ich arbeite als Primatenkastrator und bin 100 Jahre, 80 alt, ne? Und lebe in Hinterpfuhteifel. Genau. Und ansonsten mein Lieblings-Turtle ist Michelangelo. Der hat die Sixtinische Kapelle so schön bemalt. So, okay, wurscht. Was wir uns heute hier geben, ist größtenteils Rainer. Ich weiß nicht, worum es dann geht. Also es steht im Titel, steht Drachenlords ekelhafte neue Pläne. Wie gesagt, ein Monat alt. Aber wir haben am Anfang jetzt noch so ein Ding aus der Shoyoka-Thematik, über das ich nicht hinweggekommen bin. So, da bin ich ein bisschen kleben geblieben dran. Dementsprechend, hockt euch hier, sagen wir, reißt euch eine Häube auf. Mir ging ein Rainer direkt nach dieser ganz kurzen Shoyoka-Detour. Und zwar ging es darum, dass, ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat, wer da in der Materie drin ist. Es gab einen großen Aufschrei, weil sie vor einiger Zeit ein Video von einem sogenannten Macklemore gezeigt hat. Keine Ahnung, kenne ihn nicht. In dem der irgendwo aufgetreten ist und eine Verkleidung getragen hat, sagen wir mal. Ja, der Typ hat ausgesehen wie das fleischgewordene Propagandaplakat aus Ende der 30er Jahre in Deutschland. Und wo drauf steht, bei wem man nicht einkaufen darf und so. Ihr habt das im Geschichtsunterricht sicher schon mal gesehen. Und Shoyoka auf die Kritik dahin. Also erstens mal, sie hat in dem Stream anscheinend, bevor sie es gezeigt hat, schon angekündigt, dass das ein Skandal lostritt. Also sie hat genau gewusst, was sie da tut. Und auf die Kritik, die sie dann bekommen hat, hat sie auf Social Media folgenden Satz
zum Besten gegeben und den zeige ich euch jetzt einmal. Den liest Ofi hier vor und dann ist mir fast der Ei aus der Hose gefallen. Also wirklich, das ist Ausrede auf Politikerniveau. Let's go. Mein Verbrechen? Ich habe ein Musikvideo von Macklemore gezeigt, in dem antisemitische Dog Whistles auftauchen, die ich nicht erkannt habe. Ja, das müsst ihr euch zu Gemüte führen. In dem antisemitische Dog Whistles vorkamen, die ich nicht erkannt habe. Numero uno. Die Frau stilisiert sich seit Jahren im Internet als die größte Internetaktivistin gegen Rechtsradikale und kennt sich angeblich nicht mit Dog Whistles aus. Noch dazu ist ein Dog Whistle. Das heißt so, weil ihr kennt ja diese Hundepfeifen, die hört der Mensch nicht, weil das auf einer niedrigen Frequenz ist, die nur Hunde verstehen. Also dass das so ein Insider ist, was die meisten Leute gar nicht bemerken sollen. Ne? Das unterschwellig daher, das kam nicht unterschwellig daher. Das kam superschwellig daher. Das kam übertrieben schwellig daher. Also, wie gesagt, der Typ hat ausgesehen wie Sacha Baron Cohen in Borat 2. Ne? Also es war offensichtlich kein Dog Whistle. Und selbst wenn es einer gewesen wäre, dann hätte die Rechtsextremismus-Expertin Shoyuka das doch erkennen müssen, weil sie doch so eine krasse Aktivistin ist, der es nur um das Wohlergehen der Menschheit und den Kampf gegen rechts geht. Wirklich. Wirklich, ich hätte fast was gesagt, was man wieder falsch auslegen hätte können, deswegen habe ich es runtergeschluckt. Es hört mir please auf. Denkt es euch. Und ich mir dann wirklich denke, Leute, das ist doch alles Kasperle-Theater inzwischen. Die machen doch selbst Satire, oder? Da ist doch jetzt wieder meine alte Theorie da. Oder das, wo ich mir gedacht habe, hey, das wäre es einfach, wenn ein Rainer Winkler kurz vor seinem Tod sagt, im Übrigen war alles ein Kunstprojekt. Ich habe das alles beim Notar, das wird veröffentlicht nach meinem Tod. Also, wie gesagt, weil ich bin der Meinung, ich bin der bescheidenen Meinung, so dermaßen dämlich kann doch ein Mensch alleine nicht sein. Und hier ist es ähnlich. Also, wen versucht man hier zu verarschen? Wen versucht man hier zu verarschen? Das ist, wie wenn ich mit einem bestimmten Gruß aus derselben Zeit wie diese Dog Whistles auf der offenen Straße rumlaufe und die Bullen greifen mich auf und sagen, Herr Kasper, wie schaut's aus? Was soll das? Und dann sage ich, ich darf gar nicht, ich darf gar nicht den Seekarl grüßen und während ich den Arm nach oben hebe. Das habe ich gar nicht gewusst. Das hätte mir mal einer sagen dürfen. Im Übrigen schützt auch Unwissenheit vor Strafe nicht, liebe Shiroka. Und ganz ehrlich, wer so erbärmlich lügt, um sich aus so einer Scheiße wieder rauszureden, das sollte nochmal strafverschärfend eigentlich. Ganz ehrlich, aktuell ist ja die Diskussion, ist sie jetzt, wird sie verfolgt wegen Volksverhetzung. Und ganz ehrlich, ich würde es feiern, wenn diese Frau wegen Volksverhetzung verurteilt wird, die sich seit Jahren einen drauf runterholt, dass KuchenTV ja so ein schlimmer Mensch ist. Beweis A, wegen Volksverhetzung verurteilt. Oh, meine Fresse. Ich glaube, da würde der liebe KuchenTV würde aus dem Ejakulieren immer rauskommen. Okay, gut, jetzt aber wirklich. Ich schwalsche wieder seit 9 Minuten irgendeinen Bullshit daher. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich den ganzen Show-Yoga-Teil da berede, aber Arsch. Das mache ich vielleicht, wenn es wirklich nochmal was extrem Saudummes gibt. Wir gehen jetzt hier weiter. Wo geht's hier mit Rainer los? Da. Hier geht's mit Rainer los. Und jetzt gehen wir den Rainer. Hier natürlich weiterhin besprechen. So, und jetzt lasst uns mal zum Drachenlord kommen. Denn der hat auch nun wieder was veranstaltet. Das ist wirklich, wirklich böse. Denn er hat einen neuen Blog eröffnet. Die Welt der Fantasy. Dort will er Bücher und Kurzgeschichten jetzt in nächster Zeit drauf veröffentlichen. Ja, und die scheint wohl ein... Das habe ich Tatsache nicht mitgekriegt. Habe ich das Video geskippt? We will see. Größeres Projekt gewesen zu sein, was er letztens ja schon mal für den Sommer angekündigt hatte.
Und an sich ja wieder dieser alte Take, seine kruden Fantasien irgendwie ins Internet zu stellen. Wir sehen in diesem Bild hier ja auch oben diese verschiedenen Themen. Also ich lese das ja mal durch. Ja, hallo zusammen, dieser Blog. Diesen Blog möchte ich parallel zu meinem Glaubensblog führen. Im Übrigen beide Blöcke, beide Blogs sind nicht mehr aufrufbar, glaube ich, oder? Ist der Fantasy-Blog hier aufrufbar? Klärt's mir auf. Anders als dort handelt es sich hier um eine Sammlung verschiedener Titel meiner Bücher, die ich bald online über diesen Blog anbieten möchte. Da bin ich aber richtig gespannt, Rainer. Wenn die nur halb so geil sind wie deine alten Bücher hier, die ne? Antwort auf die Träume und den ganzen Graffel, so dann wär's doch vielleicht noch in absehbarer Zeit ins Camp Knacki. Die Links zu den jeweiligen Büchern sind jedoch vorerst gesperrt und werden nur gegen eine kleine Entschädigung eurerseits zugänglich gemacht. Rainer, diese Entschädigung unsererseits ist, die musst du beim Jobcenter angeben, ja? Die wird dir aufs Bürgi-Geld angerechnet. Aber das wird wahrscheinlich wieder so ein Ding sein, weißt? Irgendwie über Umwege wird das dann wieder entweder an Marion oder gleich an Uwe oder sowas geleitet. Und der kauft dann für ihn ein und dann hat sie das wieder. Ne? Ganz ehrlich, wie ein Mensch so saudämlich sein kann, aber trotzdem dann irgendwie alle möglichen Kniffe dann sich rausdenkt, ums Amt, um diese Kohle zu bescheißen. Aber wie gesagt, das war ja damals auch schon die Kohle ist, damit sie den Gläubigern entkommt, irgendwie über Marion an ihn gegangen. Was haben wir hier? Startseite, der Garten Eden, Metal Dimension und das Königreich. Alter, Metal Dimension. Rainer, du hast Metal-Verbot. Rainer, du hast Metal-Verbot und hast auch Metal Dimension-Verbot. Und der Garten Eden, da kann ich mir gut vorstellen, worum es da geht. Ne? Knoppers und immer wieder Knoppers. Hören wir mal weiter rein, was der Ofi zu sagen hat. Eins ist zum Beispiel der Garten Eden. Ja, da weiß ich natürlich jetzt schon wieder, was da auf uns zukommen wird. Aber das Schlimme an diesem Blog kommt jetzt erst noch. Und wir fangen mal vorne an. Ja, in Rainers Garten Eden gibt es keine Feigenblätter. So viel ist gesagt. Ne? Da Feigenblatt ist der FKK-Kommunengarten Eden. Ja, nur damals vergessen, mit auf die Karte zu kritzeln. Direkt neben am See. Aber ich werde nicht jetzt alles irgendwie durchlesen oder einlesen lassen. Aber ein paar Sätze zu diesem Blog müssen wir mal kurz besprechen. Zum Beispiel diesen Take hier. Voraussichtlicher Start des Ganzen ist Anfang August oder unter Umständen auch erst Ende August. Ah, okay. Das ist jetzt die Nummer, wo im letzten Video, was ich besprochen habe, die Rede davon war, Anfang August findet irgendwas statt. Da kommt dann irgendwas raus und die Leute können sich darauf freuen. Ob das immer noch aktuell ist, da jetzt die Blogs irgendwie auch nicht mehr online sind, wissen wir nicht. Ich bin mal gespannt. Harren wir der Dinge, die da kommen. Harren wir der Dinge, die da kommen. Das kommt ganz auf die Funktionalität meiner Idee an und darauf, wie ich... Funktionalität hat dich bei deinen Ideen noch nie gestört, Rainer. Noch nie. Wie gesagt, die Funktionalität, die hat, die war offensichtlich schon nicht gegeben damals mit deinem YouTube-Kanal. Schon 2013 nicht. Hat's dich juckt? Quite obviously not. sie letztlich in die Tat umsetzen kann. Ja. Müssen wir schauen, wie wir das machen, wie wir es am besten umsetzen, ne? Wie wir es am dümmsten anstellen. Lieber würde ich meine Bücher regulär einem Verlag anbieten und diese schließlich verlegen lassen. Doch leider habe ich auch nach über 15 Jahren keinen Verlag gefunden, der bereit gewesen wäre, sich mit mir zusammenzusetzen. Ja, Rainer, das wundert aber auch wieder überhaupt keinen. Ha? Das wundert aber mal gar keinen. Dass kein Verlag der Welt die Antwort auf die Träume in die Hand genommen hat und gesagt hat, ja, das ist auf jeden Fall stilvolle Erotikliteratur. Der Grieser Spiegel Bestseller. Ich sehe es schon irgendwie im Hugendubel im Regal stehen. Vor meinem inneren Auge. Nein, Rainer. Ganz ehrlich, wenn Verlage, es gibt Verlage für jeden Schrott. Diese komischen erotischen Groschenromane, die manche Leute lesen, sind auch der letzte Bullshit.
Und sogar der Mist wird von irgendwelchen Verlagen veröffentlicht und für ein paar Cent verscheuert. Und wenn du 15 Jahre lang niemanden findest in Deutschland, der bereit ist, diese Scheiße zu drucken und zu verkaufen, dann ist halt Gülle, Rainer. Dann bist du halt offensichtlich zum Autoren nicht gemacht. So wie zu allem anderen nicht. Weil du zu gar nichts gut bist, zu überhaupt nichts. Es liegt also nicht einmal an den Inhalten, sondern generell an einem mangelnden Interesse. Er sagt, es liegt nicht an den Inhalten, sondern am mangelnden Interesse der Verlage. Ja, wie gesagt, als hätten Verlage kein Interesse daran, Geld zu verdienen. Ne? Und man kann mit jeder Scheiße Geld verdienen heutzutage und ne? Also. Verlage. Woran machst du das denn fest? Wenn ich mir deine Texte so durchlese, die du halt in der Vergangenheit veröffentlicht hast, dann liegt es aber zu 100% an den Inhalten. Denn sind wir mal ehrlich, jeder weiß, dass diese Texte von ChatGPT jetzt überarbeitet sind. Das sieht natürlich jeder, das liest auch jeder und natürlich weiß das jeder, der deine handgeschriebenen Texte auch schon mal gesehen hat. Warum sollte ein Verlag auch einen KI-Text als Buch verlegen? Totaler Blödsinn. Also meiner Meinung nach liegt es klar an den Inhalten. Von den Sexgeschichten brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Aber okay, bisher ja trotzdem nur ein Blog wie immer. Aber ich glaube auch, das stimmt, ja. Wenn ich drüber stimmt, diese Groschenromane, die Autoren für die sind, glaube ich, die allerersten, die durch KI irrelevant werden. Weil auf dem Niveau schafft es auch eine KI. Da schaffst du an, schreib mir bitte irgendeinen erotischen Groschenroman, keine Ahnung, maximal 30 bis 80 Seiten, was weiß ich. Ja? Haut dir das nach 5 Minuten raus. Dann kannst du das so drucken und verkaufen. Das, was meine müden Augen dann gesehen haben, eine Kostenaufstellung. Ja, Rainer möchte nun wieder Geld im Internet verdienen und seine kruden Storys aus schlimmen Gedanken für Geld verticken. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe immer noch die Preisliste damals, als er versucht hat, als Escort zu arbeiten, im Kopf. Was hat die Woche da kostet? 36.000 Euro oder was war das? Ich bin gespannt. Also er will das jetzt praktisch online hinter einer Paywall selber vermarkten und selber veröffentlichen und da praktisch den Zugang, da muss man dann zahlen dafür. Alter, da bin ich gespannt. Und zwar als monatliche Abogebühr für alle, die das lesen wollen. Wir hören mal rein. Abogebühren auch noch. Da hat er sich nicht lumpen lassen, der Rainer. Dieser Blog ist nur ein Test für etwas, das ich in größerem Stil plane. Ich für meinen Teil gehe aufgrund meiner Erfahrung schon jetzt davon aus, dass es scheitern wird. Ja, Rainer, dann lass halt bleiben. Wenn du von vornherein weißt, dass es in Gully geht, dann mach's halt nicht. Das ist diese Hold-my-Bier-Mentalität, aber offensichtlich nüchtern. Aber hageldumm. Und keine Ahnung, Abo-Modell, wenn ich da bei ihm höre, da kommst du schon wieder so vor wie so ein Live-Service-Game. Ja, da hat er wahrscheinlich irgendwie wieder irgend so ein unsägliches Drecksgame gespielt, das darauf ausgelegt ist, den Leuten so viel wie möglich die Barren aus der Tasche zu ziehen und ist dann mal wieder irgendwie Schmalhans Küchenmeister gewesen, ein paar Wochen, weil er das Geld zu hart verbrannt hat drin und hat er sich gedacht, oh, sowas mit Abo-Modell, Leute abzocken, das kriegen wir auch hin. Keine Ahnung, vielleicht ist er erfolgreich und in ein paar Monaten macht Knossi Werbung dafür. Man weiß es nicht. Aber dennoch, wie immer, versuche ich es, weil ich einfach den Drang habe, meinen Weg zu gehen, so aussichtslos er auch sein mag. Ja, weil ich den Drang habe, meinen Weg zu gehen, so aussichtslos er auch sein mag. Oh, da trieft der Pathos wieder raus in schleimigen Tropfen, Rainer. Und vor allem meinen Weg zu gehen. Das klingt wieder so, als wäre das alles schon Schicksal vorbestimmt. Da kann er wieder überhaupt nichts dafür, der Rainer. Da kann er gar nichts dafür. Rainer, der Weg, der deiner ist, den kannst du dir selber aussuchen. Das hat nichts irgendwie mit der Vorbestimmung zu tun. Es gibt nicht einen Weg, der vom Schicksal für dich vorbestimmt ist, den du gehen musst und komme, was wolle, und wenn es der allergrößte Holzweg ist. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele alternative Wege aufgezeigt, die wirklich auch stellenweise sehr bequem für dich gewesen wären. Ja?
du willst diesen Weg, ich möchte in der Öffentlichkeit stattfinden und mit Bullshit in der Öffentlichkeit Leute um Kohle bescheißen, den willst du einfach gehen, weil du stur heil der Meinung bist, andere Leute schaffen es doch auch, die Menschen im Internet um Kohle zu bescheißen, warum schaffe ich das nicht? Ob sich der Blog und die geplanten 3 Bücher letztlich jemand holt, bleibt jedem wie immer selbst überlassen. Der Preis... Ja, weil ich glaube auch, dass diese 3 Bücher, die da geplant sind, ich wette, was den nächsten Song of Ice and Fire Teil, den werden wir vorher bekommen, Rainer, weil das hier schon wieder Ankündigungslord ist. Es wird vermutlich für diesen Blog bei etwa 20 Euro liegen, der Preis für das Königreich bei etwa 40 Euro und der für die beiden anderen Bücher bei 50 Euro. Da hat die KI einfach Euro nicht aussprechen können, aber also sehe ich das richtig? Ich muss 20 Euro im Monat bezahlen dafür, dass ich dann auf diesem Blog darf. Und auf dem Blog darf ich mir dann Bücher aussuchen, für die ich dann nochmal jeweils 40 respektive 50 Euro bezahlen muss. Also das heißt, ich muss über Monate hinweg da drauf bleiben, bis dann endlich die Sachen veröffentlicht werden und permanent zahlen und dann nochmal bezahlen für diese veröffentlichten Dinge. Rainer, hast du Lack gesoffen? Wo das sei? Kann es sein, dass das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist beim Uwe, der hat irgendwas gestrichen, dann hat er einen Farbeimer in der Küche abgestellt und du hast es für Gulasch gehalten, da hast es im Halbschlaf in der Nacht weggespachtelt. Ist das der Fall? Ey, ich glaube, langsam befinden wir uns vom geistigen Abbau wirklich kurz vor Hirntod. Wer soll denn das machen, Rainer? Nicht einmal die allergrößten Hater, die sich da Matt versprechen würden, diese Scheiße bezahlen. Nicht einmal die. Alter, der Mann hat Vorstellungen. Ich sollte an der Stelle noch erwähnen, dass, so wie ich es plane, das ein monatliches Abo sein wird und kein einfacher Kaufpreis für das gesamte Buch. Das hängt zum einen mit der Sicherheit meiner Urheberrechte zusammen, zum anderen damit, dass das Projekt als solches einen enormen Arbeitsaufwand meinerseits bedeutet und ich damit für das erwähnte größere Projekt eine finanzielle Grundlage schaffen will. Ja, also okay, warte mal, da gehen wir jetzt nochmal zurück. Danke, Ufi. Gut. Oh, da war schon jede Menge Bullshit wieder drin. Ein monatliches Abo. Das nicht einfacher Kaufpreis für das gesamte Buch. Also das ist praktisch, das ist diese Philosophie der aktuellen Spielevertreiber, sagen wir es mal so. Ne? Da gab es ja auch die Geschichten von wegen, oh, die Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass ihnen die Spiele nicht mehr gehören. Ne? Ich glaube, das ist hier, was auch mit Urheberrechten meint. Rainer, das kannst du komplett in der Kimme verreiben. Und du kannst auch einfach so, wenn du ein Buch veröffentlichst und das verkaufst und jemand anderes verbreitet das gegen deinen Willen, kannst du trotzdem urheberrechtlich dagegen vorgehen. Ja, das wird aber nicht passieren, deswegen macht das hier überhaupt keinen Unterschied, weil du überhaupt nicht die Kohle hast, um da über urheberrechtlich irgendwas zu machen, weil dafür braucht sie dann einen Anwalt etc. und dafür bist blöd, also lass gleich bleiben. Und zum anderen damit, dass das Projekt als solches einen enormen Arbeitsaufwand meinerseits bedeutet. Wir wissen, es ist alles harte Arbeit, war es schon immer. Und nein, Rainer, tut's nicht. Du packst einfach deine widerlichen Masturbationsfantasien in Textform. Das hast du im letzten Jahr viel gemacht in deinen verschiedenen Blogs. Und wie gesagt, mit moderner KI musst du dafür nicht mal mehr schreiben können. Du musst einfach nur ein Mikrofon haben und hier Voice-to-Text die Scheiße runterbrabbeln. Das ist Arbeitsaufwand, der ist auf jeden Fall zu vernachlässigen. Größere Projekte, finanzielle Grundlage, das ist schon wieder als wäre es schon wieder Dezember und wir kündigen die große
Content-Offensive fürs nächste Jahr an. Ist alles Horseshit, Rainer. Lass es doch einfach bleiben. Eine finanzielle Grundlage schaffen will. Ja, ein richtig guter Pitch, wenn man am Anfang gleich sagt, ja, ich gehe eh davon aus, dass es scheitern wird. Aber das ist auch so dieses typische Rainer-Verhalten. Erstmal Mitleid farmen, Opferrolle einnehmen und bloß keine Erwartung schüren, damit man im Nachhinein nicht als jemand wahrgenommen wird, der auch mal eine Niederlage einstecken muss. Auch mal eine Niederlage, Ofi. Kann man sagen. Rainer hat von Zeit zu Zeit einmal die eine oder andere Niederlage einstecken müssen. Sehr diplomatisch formuliert. Aber, ja, aber das kennen wir ja auch. Das kennen wir auch von Rainer. Das ist Manipulation auf dem Niveau von einem Grundschüler. Das hat er auch bei seinen ganzen Bärchen immer versucht. Du wirst denn wohl nicht einfach hier mit mir rumbimsen, Kinder kriegen, sonst was wollen oder zu mir vorbeikommen wollen, oder? Und dieses dann vielleicht noch als Scherz verpackt, können wir mal zusammen in die Sauna gehen. XD. Das ist immer diese Nummer vorausschicken, um den Leuten vielleicht ein schlechtes Gewissen zu machen, um es dann doch zu kaufen oder in dem Bärchenfall, um dann doch zu ihm zu kommen und Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten. Ne? Das ist absolut infantile Manipulationstaktik, die natürlich nicht funktioniert, Rainer. Total lächerlich, wenn ihr mich fragt. Nach diesem Satz ist das Projekt schon komplett gescheitert, aber halt wegen der mentalen Einstellung. Wie man an sowas rangeht, ist so wichtig für den Erfolg. Aber gut, er will jetzt monatlich 20, 40 oder 50 Euro für seine KI-generierten Schmuddelgeschichten haben. Vergleicht das mal bitte, was ein erfolgreiches Buch von einem erfolgreichen Autor denn kostet. Und zwar nicht als Hardcopy, sondern als digitaler Text. Und er will da 50 Euro für seine KI-Geschichte haben. Ja, oder zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich ein Audible-Abo habe, dann kriege ich ein neu erschienenes Buch als Hörbuch für 10er. Ne? Für einen 10er. Und ne, ich krieg ein Buch im Monat gratis, mehr oder weniger. Ne? Habe ich dann lieber Audible-Abo und ich möchte jetzt keine Werbung für Audible machen, das ist auch irgendwie ja, Amazon und Ding. Ne? Aber und kann man da unter Millionen von Büchern irgendwas aussuchen, jeden Monat mindestens eins. Und wenn ich mal Guthaben nachkaufe, halt mehrere, halt für einen Zehner pro Stück, wo wirklich qualitativ hochwertige Bücher von professionellen Autoren drin sind, wo ich bei einem Buch 30, 40 Stunden vielleicht sogar habe, wenn es dicke Bücher sind, so Song of Ice and Fire mäßig. Oder hole ich mir die Antwort auf die Träume Teil 2 von Rainer Winkler mit einem Spottpreis von 20 Euro Abogebühren plus 50 Euro fürs Buch. Rainer, das ist Preisgestaltung. Da würden die Leute von Lego noch sagen, dass dreist ist. Ne? Und die verkaufen ja auch ein bisschen Plastik für einen Hunderter. Also, weiß es nicht. Ja, ich sage mal, viel Erfolg dabei. Wobei, nein, eigentlich will ich nicht, dass dieses Projekt irgendwie Erfolg hat, denn es wird gleich noch schlimmer. Aber vorher nochmal zu dem letzten Absatz, den wir jetzt durchgelesen haben. Er plant dann noch etwas Größeres und will dafür diese finanzielle Grundlage schaffen. Ja? MPU oder doch Kommune der Freiheit? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr da so denkt. Aber ich vermute mal, er malt sich aus, dass er mit irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro von diesem Blog, die er wirklich denkt, er könnte die darüber einnehmen, als FKK-Aussteiger irgendwie nach Portugal dann geht und von dort aus dann diese Texte weiterschreibt. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das so ein schneller Exit-Scam wird. Ich mache die Leute jetzt heiß auf irgendwas, in der Hoffnung, dass es genügend Hater gibt, die hoffen, da an gutes neues Met ranzukommen, um mir da ein bisschen Kohle reinzuschmeißen, die ich dann über Umwege, über Uber in meine Tasche wirtschafte, um mir eine Switch 2 kaufen zu können. Das ist meine Theorie. Weil ansonsten kommt der finanziell an die Mittel für eine Switch 2 nicht ran. Und er wird eine haben wollen.
Weil da wird er eine haben wollen. Rainer ist der allergrößte Nintendo-Fanboy, den es gibt auf dieser Welt. Und das sollte allen anderen Nintendo-Fanboys vielleicht auch einmal zu denken geben. Und natürlich will der die haben, die scheiß Switch 2. Und ich glaube, darum geht's jetzt. Es ist doch wirklich sehr, sehr, sehr auffällig, dass gerade wenn diese Konsole released wird, die einen sogar für Nintendo übertrieben hohen Price-Tag hat, dass, ist schon wieder Denglisch Kasper am Start heute. Sorry, Leute. Dass dann zufälligerweise genau zeitgleich Rainer wieder versucht, im Internet den Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche zu gaunern. Das ist doch ganz komischer Zufall, oder? Ich glaube, darum geht's. Kurzfristig Leute abzocken und damit man sich dann die Switch und vielleicht ein, zwei Spiele dazu kaufen kann und auf wie geht's wieder. Und danach lassen wir es wieder bleiben. Dann sind wir wieder ein paar Monate lang still, bis einem die Spiele, die man dann da hat, irgendwie wieder ankotzen, weil sie viel zu schwer sind, weil die sind ja immerhin, keine Ahnung, für 8-Jährige programmiert worden. Und das ist natürlich anspruchsvoll für so einen 85er wie Rainer. Und, oder 58er, je nachdem. Und ich glaube, das ist es. Auswandern nach Portugal. Das wäre ihm viel zu viel Arbeit. Ja. Aber das ist nur meine Vermutung. Und wir gehen mal weiter, denn es gab ja noch 2 Punkte, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, als ich das in diesem Blog durchgelesen habe. Nummer 1 war dann das Thema Personalausweis und das lassen wir uns auch nochmal vorlesen. Zu dem Thema habe ich an dieser Stelle eine abschließende Anmerkung. Dieser Blog ist anfangs noch für Minderjährige zugänglich, da an sich keinerlei schädliche Inhalte gepostet werden. Ich möchte an der Stelle jedoch deutlich machen, dass, wer schon jetzt Interesse an den jeweiligen Geschichten hat, es eine Personalausweiskontrolle geben wird. Sie soll legal und entsprechend sicher sein. Ja, genau, Rainer. Ich wollte es wirklich durchlaufen lassen bis zum Ende, aber ich kann das nicht. Wenn er sagt, es ist legal und entsprechend sicher, Rainer, das sind beides nicht deine Steckenpferde. Wir wissen alle, dass persönliche Daten, weder von dir noch von irgendjemand anderem, die in deinen Besitz gelangen, niemals sicher sind und immer geleakt werden. Immer. Egal, ob es WhatsApp Verläufe sind, Telefonnummern, Adressen, auf Discord, überall hast du die Leute geleakt. Stellenweise absichtlich, stellenweise unabsichtlich. Legal und entsprechend sicher. Und die Personalausweiskontrolle ist natürlich nur dafür gedacht, dass da keine Minderjährigen draufkommen. Und nicht, um die Leute anficken zu können, wenn da irgendwas passiert. Wenn das veröffentlicht wird oder sonst irgendwas. Das ist ja genau dieselbe Scheiße. Der hat ja früher auch dann immer Personalausweis oder sonst irgendwas verlangt, wenn man auf seinem Discord irgendwo oder Mod werden wollte oder sonst irgendwas. Das ist Bullshit, Rainer. Und das ist offensichtlich. Für wie dämlich hältst du uns eigentlich? Damit ihr keinerlei persönliche Informationen preisgeben müsst, die euch schaden könnten. Allerdings soll das auch gewährleisten, dass keinerlei Minderjährige Zugang bekommen. Und es soll zudem gewährleisten, dass es sicher für alle Beteiligten ist. Rainer möchte auf seinem Blog eine Personalausweiskontrolle durchführen. Rainer, nur mal kurz zur Erklärung, wenn du dafür Geld nimmst oder Werbung auf diesen Blog schaltest oder irgendwie sowas machst, wodurch du Einnahmen generierst, dann bist du ein gewerblicher Anbieter. Und weißt du, wie hoch die Datenschutzvorschriften sind bei solchen Themen wie Personalausweiskontrolle auf Internetseiten? Sicherheit der Server, DSGVO und. Du stellst dir das auch so vor, dass du einfach da irgendwie was machen darfst und das dann schon okay ist, wenn du die dann irgendwie auf deinem Gaming-Laptop speicherst, oder? Junge, das sind so Gedanken. Ja, fotografiert es ab und schickt es mir, euren Personalausweis, und dann prüfe ich das. Und die Daten werden dann einfach abgespeichert. Hier, mein Computer, Rainers Dateien, Personalausweise. Absolut sicher. Gedanken, die auch irgendwie von einem 6-Jährigen oder so kommen können, der meint, er wird jetzt reich, weil er sich an eine Straße stellt und seine Matchbox-Autos verkaufen möchte. Und tatsächlich würde ich dem 6-Jährigen vermutlich bessere Erfolgsaussichten zuschreiben als Rainer. Aber nein. Ja, der kriegt wenigstens nur irgendwas dafür. Und der macht sich nicht strafbar damit. Na gut.
Vielleicht hat Rainer ja irgendwie einen super Plan in der Hinterhand mit irgendwelchen professionellen Partnern, auch wenn ich mir das nicht so wirklich vorstellen kann. Aber was dann als nächstes kam, das war dann etwas, was mir wirklich die Sprache Ja, hier, Karl Dahl steuert die ganze Sache aus dem Knast. Obwohl, wahrscheinlich ist der schon wieder draußen aus dem Knast. Ich weiß es nicht. verschlagen hat. Hinweis zum Buch. Der Garten Eden ist keine Dark Fantasy, wie am Anfang bereits erwähnt, und wie viele meiner anderen Werke. Im Gegenteil. In vielerlei Hinsicht ist es das genaue Gegenteil. Dennoch ist es aus Sicht der realen Welt natürlich eine Fantasy-Geschichte mit viel sexuellem Inhalt. Kelsebries, Rainer. Kelsebries. Wer hätte jetzt da dran wieder gezweifelt, dass ja, im Garten Eden, da geht's halt um Ficken, Bumsen, Blasen. ne? Okay, Rainer. Natürlich eine Fantasy-Geschichte. Die Fantasy-Geschichte ist hier auch Alibi. Hm? Manche Leser werden vielleicht das Gefühl haben, dass ich in der Geschichte moralische Grenzen überschreite. Wenn er selber schon checkt. Euer Rainer. Wenn du selber schon checkst, dass das höchstwahrscheinlich ein Gully runtergeht, dass das offensichtlich Grenzen überschreitet. Aber Oder gesellschaftliche Erwartungen in Frage stelle. Daher betone ich noch einmal, es handelt sich um eine fiktive Geschichte. Auch wenn sie für mich persönlich, wie ich nun nach dieser besagten Vision glaube, Elemente aus einem früheren Leben enthält, bin ich mir bewusst, dass ich heute in dieser Welt lebe, mit ihren Regeln und Gesetzen, an die ich mich halte. Solange man mich nicht zwingt, sie zu brechen, um mich und/oder andere zu schützen. ich schon wieder. Alter Keks. Ich krieg schon wieder Hasslatte auf einem Niveau. Wie die Freudenlatte, die QTV kriegt, wenn Shoyoka wegen Volksverhetzung verurteilt wird. Alter Keks. Ja, Rainer. Die Regeln und Gesetz, das ist immer. Da ist so viel Widerliches drin. Da ist so viel Widerliches drin. Ja, ich will das aber trotzdem jetzt in die Öffentlichkeit tragen. Ich weiß, dass das strafrechtlich vielleicht relevant ist, aber ich biege das jetzt so hin. Aus am früheren Leben. Ich halte mich an alle Gesetze. Rainer, wer solche Fantasien oder sexuelle Inhalte, wie du es hier schreibst, im Kopf hat, der sollte diese nicht im Internet veröffentlichen und Geld dafür verlangen, sondern vielleicht sollte er damit zu jemandem gehen, der einem professionell helfen kann, zu einem Therapeuten. Und sagen, es ist mir wirklich unangenehm, aber mir schwirren Dinge im Kopf rum, von denen ich weiß, dass die nicht in Ordnung sind. Bitte helfen Sie mir. Das ist der richtige Weg. Aber ne, das ist Rainers Weg. Rainers Weg ist immer der richtige Weg. Und es ist sehr schlimm, dass wir ihn alle haten, nur weil er seinen vom Schicksal vorbestimmten Weg gehen will. Kann er wieder nichts dafür. Es werden moralische Grenzen überschritten. Das hört sich schon mal extrem creepy an und nach den nächsten paar Absätzen sollte ich wohl recht behalten. Dieses Haben wir jetzt wieder so eine Prima Noctis-Nummer, oder? Wird das wieder so ein Ding? Oder wieder irgendwelche Geschichten mit Hausmädchen und Babysittern und so ein Scheiß. Buch Geschichte ist nicht für Minderjährige geeignet. Es enthält explizite und oft auch detaillierte Darstellungen von Gewalt, Sex und auch von gewaltsamen sexuellen Szenen und Handlungen. Weil der will tatsächlich weiter diese Prima Noctis-Scheiße machen. Rainer, damals habe ich dir noch ein bisschen Benefit of the Doubt gegeben, als ich im Nachhinein mitgekriegt habe, ne, dass deine Moderatorin auf dem damaligen Blog, wo es um diese Geschichten ging, wo du das erste Prima Noctis da veröffentlicht hast, dass die dir dazu geraten haben, das zu veröffentlichen und gesagt haben, ja, Rainer, das ist halb so schlimm, das kannst du schon raushauen. Ja? Anstatt, dass sie da gleich schallend eine runterkauen haben und dich gefragt haben, ob du ganz sauber bist. Aber klar,
haben die dich ins offene Messer laufen lassen, weil das halt Hater waren. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell wieder solche Leute gibt oder ob es vielleicht die gleichen sind, aber warum nicht lernen aus der Situation? Warum das Ganze nochmal machen? Uns hier noch ansagen, ja, das ist gewaltsame Szenen und so. Nein, du bewegst dich da in einen strafrechtlich relevanten Bereich. Das ist dir klar, die Veröffentlichung von diesen, deiner Meinung nach, gewaltsamen sexuellen Szenen und Handlungen kann ganz schnell in einem strafrechtlichen Bereich enden und dann wird es schwierig, Rainer. Außerdem kommen nicht selten auch sexuelle Darstellungen vor, darunter auch solche, die aus geschichtlicher Sicht nicht immer ganz freiwillig erscheinen oder sind. Bitte was? Die aus geschichtlicher Sicht nicht immer ganz freiwillig erscheinen oder sind. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Sind sie freiwillig? Erscheinen sie so? Oder doch nicht? Reiner also Freiwilligkeit hat mit Geschichtlichkeit nichts zu tun. Das ist eine sehr persönliche Sache. Ob irgendwas freiwillig, ob jemand was freiwillig macht oder nicht. Das hat ja geschichtlich gar nichts damit zu tun. Werde ich gezwungen oder werde ich nicht gezwungen? Ich kann heute gezwungen werden, ich kann in der Zukunft gezwungen werden oder in der Vergangenheit. Es ist vollkommen wurscht wann. Gezwungen ist gezwungen. Wenn schon relativieren, dann doch wenigstens gescheit, Rainer. Es handelt sich jedoch ausdrücklich um rein fiktive Fantasy-Geschichten, die im Rahmen künstlerischer Freiheit erzählt werden. Ja, darüber wird ein Gericht entscheiden, Rainer. Ja, und ich muss jetzt wirklich hier Rainer nochmal fragen, warum? Warum das Ganze nochmal? Also, Ovi, musste nicht, habe ich schon gemacht, aber wie gesagt, du hast es ja einen Monat vor mir gefragt. Ist in Ordnung. so mal ernsthaft. Du willst wieder Geschichten schreiben, in dem es um erzwungenen Sex geht. Was ist denn das für eine Beschreibung? Nicht immer ganz freiwillig. Das ist so krass marginalisiert, was du da vorhast. Junge, Junge, Junge. Du bist damals wegen deiner Die erste Nacht gehört dem Lord-Geschichten, wo der Vergewaltiger ja Rainer hieß, von der Polizei sogar überprüft worden. Und jetzt stellst du dich wieder ins Internet. Ja, Ofi, er ist halt leider aber Gottes nicht ordentlich von der Polizei überprüft worden. Ich hab das heute erst vorhin wieder gelesen in meinen Kommentaren von dem Video vom Samstag, wo es auch darum ging, ja, dass es immer noch einfach vollkommen unverständlich ist, wie um alles in der Welt es sein kann, dass die Polizei diese Festplatten aber mal gar nicht untersucht hat. Ich verstehe es nicht. Und hier eine Zuschauerin, die einen Kommentar geschrieben hat, sorry, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber versteht es eben auch nicht. Und ich glaube, niemand versteht das. Weil uns allen ja doch klar ist, wenn dem kein Einhalt geboten wird, dann wird das wieder und wieder und wieder und wieder passieren, weil wir Rainer kennen. Und bumm, da ist er wieder. Da hat er damals ein bisschen einen Schuss von Bug gekriegt, 2022 war das, glaube ich, oder? Die erste Nacht gehört dem Lord, ich glaube, das hat er noch aus der Bude vom Frankengamer raus veröffentlicht. Und 3 Jahre später, fast auf den Tag, selber Mist wieder. Er lernt es einfach nicht. Und willst wieder solche Storys schreiben und dafür Geld verlangen? Was ist denn los mit dir? Ey, es gibt so viele Vorwürfe gegen dich. Zum Beispiel von deiner Nachbarin und der kleinen Tochter von ihr. Und was weiß ich nicht noch alles. Und dann ja, aber sowas beschäftigt Rainer immer nur sehr, sehr, sehr kurz. Ne? Weil er wirklich... Der ist einfach zu dumm, um längerfristig aus irgendeiner Situation zu lernen. Es werden immer die aktuell bedrohlichste Nummer, auf die wird sich konzentriert und dann wird versucht, das auszusitzen oder mit irgendwelchen Tricksereien da rauszukommen. Bisher sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und wenn die akute Bedrohung dieser Situation dann vorüber ist, dann wischt man sich kurz den Schweiß von der Stirn und dann macht man genau dasselbe nochmal, weil man absolut nicht lernfähig ist. Deswegen auch, wo wir es im letzten Video gehabt haben, Programmierer werden oder sowas, ne?
Das war auch ist ja auch dieselbe Story. Er hat gesagt, er hat immer wieder irgendwie Schule geschwänzt, um heimzugehen und Pokémon zu schauen. Nebenan, da hat er auch regelmäßig Ärger gekriegt. Einmal Ärger gekriegt, dann hat er sich das eine Woche lang gemerkt, in der nächsten Woche war es wieder vergessen, hat er es nochmal gemacht. Und weiter und weiter und weiter. Und bis der Mann nicht wirklich lebensverändernde, knüppelharte Konsequenzen erleiden muss, wird das so bleiben. Aber wie wir es mitgekriegt haben, sowohl die Polizei als auch die Justiz haben offensichtlich keinen Bock, sich diesen Schuh anzuziehen. Und denken sich, oh, ich will das nicht. Ich will mit, oh nee, das, oh, da gehe ich nicht in dieses Rabbit Hole. Hoffen, dass sich das Problem von allein löst. Schauen wir lieber nicht an die Festplatte. Da könnten wir ja was drauf finden, dann müssten wir ja handeln. Steckt man lieber nicht in den Knast, den mehrfachen Bewährungsversager. Weil, der eine Typ, der Zeuge war, der hat sich besoffen. Tschüss. Darfst wieder gehen, Rainer. Stellst du dich hier hin und sagst, ja, ich habe Bock, solche Storys über erzwungenen Geschlechtsverkehr zu veröffentlichen. Und lass mich das bitte nochmal einordnen. Natürlich gibt es auch Filme oder Bücher oder irgendwelche kreativen Werke, in denen solche schrecklichen Taten auch vorkommen, und ein Drehbuchautor oder ein Buchautor müssen dann natürlich auch über dieses Thema schreiben. Aber die Frage ist ja immer, wie bearbeitet man solche heiklen Themen, die für die Opfer natürlich die schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens sind. Und da kommt es halt drauf an, wie man solche Themen behandelt. Ob man das jetzt irgendwie als Nebenpunkt irgendwo mit anbringt. Oder ob man das halt komplett als Spaß ausschlachtet, indem man jedes kleine bisschen im Detail beschreibt, so wie Rainer das damals bei dieser Geschichte gemacht hat. Er hatte sich ja selbst in dieser fiktiven Geschichte als Täter hingestellt. Der König hieß ja Rainer, oder der Lord, was er da auch immer war, und hatte dann diese Tat an einer Frau gegen deren Willen begangen, während er dabei Spaß hatte und alles im Detail erklärt hatte. Und das war nicht nur widerlich, sondern auch extrem pietätlos und respektlos gegenüber jeder Person, die sowas durchmachen musste. Und jetzt will er das wieder machen im Rahmen seiner rein fiktiven Fantasy-Geschichte, die er laut seiner künstlerischen Freiheit ja machen darf. Ja, das ist so, was ich gesagt habe. Ich glaube, da denkt er sich so ein George R. R. Martin, der darf ja auch solche Szenen in seine Bücher packen. Und begreift dabei nicht, dass ein George R. R. Martin die Bücher nicht schreibt, um diese Szenen, die ihm durch den Kopf geistern, zu veröffentlichen, sondern diese Szenen in die Bücher mit reinpackt, um der Welt mehr Tiefe zu geben. Um Charakteren auch mehr Tiefe zu geben. Und das eben nicht als Masturbationsvorlage dienen soll, sondern eher so als dem Leser vermitteln, wie bestimmte Leute drauf sind und über welche Grenzen die hinwegschreiten. Und das sind nie die sympathischen Protagonisten, die das tun, sondern das sind immer die ein bisschen eine dunklere Graufärbung haben. Bis hin zu einer Schwarzfärbung. Aber das checkt Rainer wieder nicht. Der denkt sich, boah, ich habe diese Fantasien, aber die kann ich so nicht veröffentlichen. Jetzt mache ich das einfach als Fantasy-Ding. Hier, ich mache das ins Mittelalter und dann gibt es da Magie und dann passt es schon. Nein, Rainer. Und allein diese Aussage, hey, ich darf das machen aufgrund meiner künstlerischen Freiheit, ist wieder so wie dieses bockige Kind, wo man ihm schon mehrmals gesagt hat, hey Rainer, das ist nicht in Ordnung, wenn du Opfer von solchen Verbrechen für deine Fantasien instrumentalisierst und denen damit schadest, weil du diese Taten wieder positiv darstellen willst. Da geht es um Ethik, Moral und auch Empathie. Und wenn er nun wieder auf solche Storys setzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen und ja seinen Wunsch nach Geld dann auch wieder zu bekommen, dann sorry, aber das ist wirklich unterste Schublade. Oder was meint ihr denn zu diesen Gedanken, zu seinen Büchern, die er veröffentlichen will? Schreibt's mal gerne in die Kommentare, aber für mich ist jetzt schon klar, warum kein Verleger mit dir zusammenarbeiten wollte, Rainer. Und da geht's nicht um mangelndes Interesse an dem Genre oder sowas, sondern klar um den Inhalt. Und das haben dir damals schon alle gesagt und das solltest du dir jetzt selber auch mal klar machen. Ich kann's nicht einfach so. Das Genre, was für ein Genre soll das eigentlich sein? Ne? Gehst dann da rein irgendwie in den Thalia und dann steht da oben, keine Ahnung, Kochen, Fantasy, Jugendbücher, historische Romane, Krimis und dann unter was stellen wir das rein? Retarded. Oben.
sagen, wirklich zum Kotzen, wenn man solche Ankündigungen schon wieder von ihm liest. Naja gut, das soll es dann fürs heutige Video auf jeden Fall wieder gewesen sein. Ich sage natürlich bei euch. Ja, ja, danke Ofi für dieses Video. Für mich soll es das dann für dieses Video auch wieder gewesen sein. Schmale, knackige 50 Minuten. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch hinten nachkommt und vor allem, was dann Anfang August passiert. Ne? Das ist ja auch nicht mehr lange hin. In 5 Wochen ist es ja soweit. Angeblich. Der große Ankündigungslord. Lässt er denn die Bombe platzen? Oder ist er wieder bloß heiße Luft gewesen? Oder hat er sich vielleicht bis dahin eine andere Art und Weise ausgedacht, wie er den Leuten irgendwie die Barne aus dem Täschchen juckeln kann? Ja? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.